Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Alle fragen mich jetzt, wie es denn jetzt so ist als Rentner. Was machst du denn die ganze Zeit? Ich mache nichts Besonderes. Und dennoch ist alles besonders. Ich wache morgens mit der Sonne auf oder mit dem Singen der Vögel. Ich lebe meinen eigenen Rhythmus. Keine Termine von außen, keine auferlegten Pflichten. Herrlich, der Ruhestand. Ich bete jeden Morgen für die Menschen, die ich kenne, die mir wichtig sind. Und ich gehe bewusst in diese dritte Phase meines Lebens. Loslassen, was mal war, ohne das zu vergessen, was wichtig ist und bleibt. Loslassen übe ich, um anderes in die Hand zu nehmen, ohne Angst, ohne Aktionismus, ohne Eile. Ich achte auf die Veränderungen in der Natur. Das Absterben der Pflanzen und Blätter am Ende des Jahres, das Wiedererwachen der Pflanzen im Frühling jetzt, der ewige Kreislauf von Vergehen und Werden. Ostern ist für mich ein Fest des Lebens. Es bleibt nicht beim Tod, nicht Schluss und aus, der Stein vor dem Grab ist weggewälzt. Exit-Strategie. Jesus hatte es seinen Freundinnen und Freunden vorher schon gesagt. Doch die konnten es nicht verstehen, sich nicht vorstellen. Liebe besiegt die Angst. Der Tod und die Angst vor dem Tod verlieren ihren Schrecken. Ostern heißt für mich, wer sich an Jesus festmacht, kommt durch alles, im Leben und im Leid. Es gibt nichts und niemand, keine Kraft der Welt, die stärker ist als Gottes Liebe, die in Jesus Gestalt angenommen hat. Die Vögel singen uns das Lied von der Auferstehung. Sie setzen selber Zeichen für diesen Neubeginn. Denn aus unscheinbaren Eier gelegen, fast aussehend wie Steine, schlüpfen Gebilde neues Leben. Aus der Kraft der Auferstehung gilt es als Nachfolgerin und Nachfolger Jesu zu lernen und zu leben. Das heißt, auch wenn du im Leben scheiterst und fällst, mit seiner Kraft kommst du wieder auf die Beine. In jedem Alter darf ich dankbar sein für diese Auferstehungskraft zum Leben, denn sie ist Jesu Geschenk und Vermächtnis an uns. In der Auferstehung, die wir Ostermorgen als Christinnen und Christen feiern, da sagen wir Ja. Ja dazu, dass die Angst und der Tod eben nicht das letzte Wort haben. Wir sagen Ja dazu, dass Jesus der ist, der verheißen war und bleibt, der wirksam um uns und in uns waltet und webt, wenn wir ihm im Herzen Raum geben. Dazu möge Gott uns segnen. Frohe, liebevolle Ostern. Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.